Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder der Chris oder jetzt eben seit neuestem Mal der Crown Crazy, aber zum Crazy dann später mehr. Zuerst mal schnell, ja, ist jetzt wieder doch ein Zeitchen vergangen, 2 Wochen, wenn ich mich nicht täusche, seit dem letzten Video und ja, habe einiges gemacht, viel nachgedacht, viel Ablenkung auch gesucht, auch ab und zu ein bisschen länger gezockt halt. Und gerade das Diablo 3 immer noch halt. Aber jetzt seit, ja, letzten Donnerstag. Nein, das ist länger her. Wann ist das Borderlands rausgekommen? Anyway. Das spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen selber überrascht, weil ich gar nicht genau gewusst habe, was ich eigentlich erzählen wollte. Ihr hört es aber sicher schon ein bisschen. Es geht mir definitiv ein bisschen besser. Bin häufig auch noch ein bisschen abgelenkt, wie man es eben vorher ja gemerkt hat. Und ja, eben machen wir halt schon noch viele Gedanken. Und gerade so beim Arbeiten, jetzt habe ich zum Glück ein bisschen Ferien, aber beim Arbeiten ist es eben schon noch abgefahren, weil man merkt dann eigentlich, dass gewisse Probleme halt einfach gar nicht so relevant sind, wenn man das Ganze anschaut. Und klar ist das, wie soll ich sagen, etwas Abgefahrenes, wenn man so einen Verlust erlebt. Aber ja, das Geschäft geht weiter und man muss Geld verdienen und all das, das ist mir schon klar. Aber dann, gewisse Leute sind einfach aber schon ein bisschen fest am Rennen. Und das ist mir jetzt im Geschäft begegnet, im Privaten gibt es natürlich auch. Und es ist auch nicht unbedingt meine Idee, dass ich jetzt gerade jedem sage, ja, easy Mann, deine Probleme sind ja nichts im Vergleich zu anderen oder so. Um das geht es so gar nicht. Ich denke sogar, dass auch aus ja, eben Leute, die einen Verlust oder irgendetwas Schlimmes in dem Sinne erlebt haben, und andere denken sich vielleicht, wow und so krass, aber jeder hat doch selber seine eigenen Probleme und sicher gibt es grosse Unterschiede, aber ja, ich weiß nicht. Eben, man löst ja gewisse Probleme, die man kann, und andere Umstände die man versuchen zu verarbeiten. Und schlussendlich geht es halt schon darum, dass man auch wieder ein bisschen Freude am Leben hat. Ja, in dem Sinne auch herzlichen Dank nochmal für die ganzen Kommentare. Eben auch vor allem die persönlichen Schicksale, die ihr auch zum Teil kurz habt aufgeschrieben, die haben mögen. Das ist dann auch berührend. Ich meine, man findet dann Sachen über Leute raus, wo man vorher eigentlich, ja, ich meine, wieso sollte man über so Themen reden? Und ja, das hat mich dann auf jeden Fall gefreut und danke auch für die ganzen positiven Worte und so. Ja. Ich habe jetzt vor, wieder ein bisschen mehr vielleicht zu machen. Das Black Ops 2, es geht ja nicht mehr allzu lang. Und ja, vielleicht kann man dort wieder etwas Neues anreissen. Das zeigt sich jetzt alles innerhalb von der nächsten Woche. Aber ja, das Borderlands ist rausgekommen vor 1,5 Wochen, sagen wir es jetzt mal so. Und dort war es dann so gewesen, dass ich mich sehr gefreut habe. Weil den ersten Teil habe ich wirklich auch gerne gespielt. Und ja, jetzt gerade auch in dieser doch eher ein düstereren Zeit, was vielleicht auch meine Gedanken anbelangt, ist es eben schon noch gäbig, wenn man so ein bisschen Ablenkung findet. Und auch wenn das nur im Gamen ist, nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja, haben wir dort schön ein bisschen zocken, der All-Star hat ein bisschen mitgespielt. Jetzt muss ich schnell aufpassen, der Python und der Nemesis, genau, die sind auch zusammen ein bisschen am Ziehen. Und dann der Kollege, der Cassiopeia, ein bisschen mit mir gezockt, eben der Questi auch. Und ja, sehr unterhaltsam. Das 4 dann relativ chaotisch, aber man kann auch geil einen mitziehen. Der Quasti war noch nicht ganz so weit vom Level her und dann haben wir ihn einfach durchziehen in dem Sinn. Und ja, am Schluss bin ich Level 27 gewesen. Was heisst da Schluss? Es hat sich etwas ganz, ganz Interessantes ergeben und das möchte ich euch jetzt hier schnell erzählen, ihr mögt zulassen. Und zwar, ich meine, ich habe die Xbox 360, seitdem dass sie released wurde, habe ich eigentlich immer eine am Start gehabt. Und ich sage jetzt in dem Sinne immer eine, weil es sind jetzt mittlerweile sicher 9 oder 10 Stück, die ich in dem Sinn durchgelassen habe.
und das tut noch viel zu viel und es ist eigentlich auch viel zu viel. Es ist dann meistens ganz am Anfang der Ring of Death, hat es ja gegeben mit diesen 3 leuchtenden Viertelkreisli. Viele kennen es sicher. Und ja, dort hat es mich sicher etwa 6 Mal verwünscht bei diesem Teil. Und es ist nicht so, dass ich zocke schon viel, aber ich denke, es gibt viele andere, die auch sehr viel zocken. Und die auch Wohnort gewechselt, also es ist nicht irgendwie an einer schlechten Steckdose oder so gehangen, wo dann die Xbox geröstet hat. Auch vor Belüftung und so habe ich immer geschaut. Ja, dort ist die Menge ins Land gegangen. Keine Ahnung, 3 weitere sind, glaube ich, irgendwie wegen dem Laufwerk oder sonst etwas gewesen. Also die Qualität von alten Xbox 360, ich weiss, es gibt auch solche, die nur ganz die erste haben, aber die Beispiele sind, glaube ich, sehr selten. Ich kenne einige, die Probleme hatten. Und ich bin da sicher ein Extrembeispiel. Aber ja, das ist dann auch nicht so tragisch, weil häufig ist es dann repariert worden, Ersatz habe ich bekommen. Und jetzt ist es eben so, Borderlands gespielt und dann habe ich das Teil irgendwie am Sonntag, vorletzte Woche am Abend, bevor ich pennen und schnell auf die HD installiert, denke ein bisschen Ladezeiten sparen. Am Ende habe ich wieder angefangen zu zocken. Dann hat das Game sich immer wieder aufgehängt, so zwischen 10 und 30 Minuten. Irgendwann hat es einfach komplett gefreezet, da ist nichts mehr gegangen. Und die mussten die Konsole neu starten. Und das war natürlich sehr mühsam gewesen. Und voll dran schießen. Und dann habe ich gedacht, ja nein, vielleicht liegt es an der Installation, habe die mal entfernt. Das Problem ist immer noch bestanden. Dann habe ich mal den Cache von der Xbox gelöscht. Das Problem ist immer noch bestanden. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist auch irgendetwas leid mit den Speicherständen. Die mal auf einen Memory Stick gespeichert, gelöscht auf der Xbox, wieder rüber kopiert. Und klar, jetzt sind die gleichen Dateien, die ich verwendet habe. Aber gleich, es hätte ja etwas ändern, hat natürlich nichts gebracht, leider. Dann habe ich gedacht, ja, ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht ist es etwas mit dem Game. Bin ein neues Game reinziehen. Ist jetzt nichts geworden, hat leider auch nichts gebracht. Dafür habe ich jetzt zum Joy Ace auslehnen, was sicher auch schön ist. Und ja, leider auch nicht gebracht, wie gesagt. Und dann ein bisschen rumprobiert, nochmal ein bisschen Cache gelöscht und wieder installiert und einfach alles nada. Und dann habe ich mir gesagt, du schau, vielleicht ist wieder ein Problem mit der Xbox. Mal losgezogen, schnell noch im Medienmarkt. Und dann habe ich eben schon lange mit der Star Wars Special Edition geliebäugelt. Und dann habe ich mir halt die schnell noch reingezogen. Und klar war es ein Haufen Geld wieder gewesen. Aber ja, in dem Sinn schlage ich das wieder raus, wenn man mal rechnet, wie viel Zeit das ich investiere an dieser Xbox, lohnt sich das allemal. Und es hat so einen goldigen Controller dazu gegeben und den gibt es ja nur bei dieser Star Wars Special Edition und den eigentlich unbedingt wollen, sonst interessiert mich Star Wars leider ein Fürchten. Oder was heißt schon leider, das ist halt Geschmackssache. Aber ja, der goldige Controller ist der Hammer und es gibt noch andere, so ein bisschen blaue, rote. Es gibt auch noch chromige, ich weiss auch nicht. Und die Beschaffenheit von diesem Material finde ich super, weil meistens hat er ja so ein bisschen Grip oder so, der Controller. Und jetzt der Goldig, der ist eigentlich komplett glatt und ich finde, das fühlt sich extrem angenehm an. Ich zocke sehr gerne mit dem. Und ja, so hat er neben der Farbe eigentlich auch noch einen anderen Vorteil. Ja, das zu dieser, habe ich reingezogen, heimgegangen, alles wieder rübergezogen, das Profil und so, das ist ja ziemlich easy, das ist noch cool. Und ja, das probiert, das Game rein, das neue Game und so. Wieder das gleiche Problem. Dann habe ich einen neuen Bildschirm genommen, eine andere LCD, die ich hier noch rumliegen hatte. Habe die Verkabelung gewechselt, Stromkabel, HDMI-Kabel, alles tutti quanti an ZZ abgehängt und so. Und wirklich alles ist neu. Eigentlich nur noch das Profil ist das gleiche und das Teil ist immer noch abgestürzt. Dann habe ich gedacht, hey, nein, willst du mich jetzt verarschen? Das gibt es ja nicht. Und dann habe ich als letzten Schritt, und eigentlich viel zu spät, aber ja, habe ich überlegt, wieso nicht mal mit einem neuen Profil probieren. Es ist natürlich scheiße, weil so muss ich ganz sicher wieder von vorne anfangen. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, weil die 27 Level, die ich gemacht habe, ist doch ein bisschen Zeit auch. Naja, vergangen. Aber ja, neues Profil, habe ich auch ein bisschen mit dem gezockt. Dann hat mir der Quasti noch so einen Gutschein gegeben für einen Monat Xbox Live, habe mich dort noch ein bisschen angemeldet. Weil ich überlegt habe, ja, vielleicht zocke ich dann gleich wieder ein bisschen online. Aber momentan bin ich eigentlich noch beim ersten Mal durchzocken. Ich möchte alle Nebenmissionen machen und so, möchte mich schnell ein bisschen auf die Story konzentrieren, auch wenn sie nicht so spannend ist und auch nicht wahnsinnig spektakulär. Aber es ist auf jeden Fall noch mit viel Humor gemacht. Humor ist ganz ein grosser Punkt eigentlich in diesem Game. Und ja, so genieße ich es jetzt noch gerade allein, aber sobald ich es dann durch habe, möchte ich das schon wieder ein bisschen online spielen. Jetzt weiss ich nicht, ob ich da gerade wirklich fix ja,
fix ein zweites Profil machen, weil ich weiß nicht, wieso dass ich das brauchen sollte. Das wäre eben der Crown Crazy. Ja. Und andererseits, ja, vielleicht habe ich jetzt mit zukünftigen Games auch Probleme oder so. Und dann habe ich mir eben gerade überlegt, eigentlich ist das mit diesem Profil klar, man hat die ganzen Spielestänge und so, die dann halt auch profilabhängig sind und vielleicht gewisse Sachen, die man freigeschaltet hat. Und jetzt gerade im Call of Duty hat man ja auch gewisse Vorteile gehabt, wenn man mit alten Prestige zockt und alles. Das ist von dem her schon noch sinnvoll. Aber auf der anderen Seite, ja, also hat man einfach nicht zu diesen Profil hängen, finde ich. Weil eben, es kann relativ locker so etwas passieren. Ich habe dann auch im 2K-Support geschrieben, aber die haben nicht wirklich so Ahnung gehabt. Mal schauen, wie das weiterläuft. Ich kann dann sonst auch noch ein Video machen. Sorry zusammen. Ich kann dann sonst auch noch ein Video machen, falls sich das noch lustig entwickeln mit diesem Support. Ich denke nicht, dass ich mir wirklich helfen kann. Und ja, so habe ich jetzt ein neues Profil. Und ja, ich weiss halt auch nicht genau. Ich meine, dir können wir schon Freundschaftsanfragen schicken. Gegebenenfalls wird es das aber einfach nicht lang geben. Und von dem her spielt es eigentlich auch gar nicht so eine Rolle. Ja, man hat mich selten auf der Xbox Online gesehen. Das ist eben, weil wir mit dem Crazy halt spielen. Und gleichzeitig hoffe ich dann, dass das Black Ops sicher keine solchen Probleme gibt. Und dass ich dort nachher mit dem Klitus zocke, logischerweise. Eben gerade, weil es vielleicht gewisse Bonus noch gibt oder so, was ich aber natürlich nicht weiss beim Black Ops 2. Und ja, gewisse amerikanische YouTuber, ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt, können spielen zu Treyarch. Und sie sind wirklich also sehr begeistert von diesem Black Ops 2. Es ist eine Mischung zwischen Black Ops 1 und MW3, so ein bisschen von der Geschwindigkeit her, was sie eigentlich noch gut finden. Und auch von den Waffen und vom ganzen Balancing mit diesen Point Streaks. Also es wird schon sehr interessant und ich schaue auch, dass ich mir die Zeit kann nehmen und eben, wie schon erwähnt, auch ein bisschen Tipps und Tricks kann machen. Aber vielleicht kann man das mal ganz auf einem anderen Level aufbauen. Weil was ich halt jetzt einfach, ich meine, ich habe auch viele YouTube-Videos geschaut, so in letzter Zeit auch zur Unterhaltung und Ablenkung. Und ich habe einfach gemerkt, dass, ich meine, das ist kein Vorwurf, das ist wirklich eine Erkenntnis, dass schlussendlich halt wirklich vieles ähnlich ist und ich weiß nicht, ob ihr das bei den Ami-Kommentatoren mitbekommen habt vom Raw Instinct. Der Typ hat ja eigentlich das vom Team Martin einfach alles ein bisschen kopiert, so Thumbnails und auch Tags und so ein bisschen manipuliert. Und der ist ja ziemlich disst und der hat sich jetzt, glaube ich, komplett zurückgezogen oder man hat schon lange nichts mehr von ihm gehört. Und das war sicher ein bisschen extrem gewesen, aber auf der anderen Seite gibt es ein paar, die ein paar gute Ideen hatten und dann wird das einfach kopiert. Und das ist ja auch in Ordnung. Es wäre ja unmöglich, wenn jeder irgendwie etwas Eigenes möchte finden oder so. Irgendwann ist es halt mal ausgereizt. Ja. Und gleich denke ich mir einfach halb, ich schaue meine Subbox rein und sehe dann irgendwie, keine Ahnung, von denen, ich weiss doch auch nicht, mittlerweile habe ich vielleicht 50 Leute abonniert, ich weiss es gar nicht genau, aber einfach vielleicht von denen, die aktiv sind, haben 10 das gleiche Game am Start und so. Und wenn es ein Game ist, wie jetzt Black Ops 2, das mich interessiert, ist das eh easy. Aber wenn dann jeder ein Playthrough von Borderlands 2 macht, muss ich einfach auch sagen, ja, es ist geil, aber ich werde mir dort vermutlich nicht alles reinziehen. Und ja, was willst du? Du machst Playthroughs von populären Games, wenn du jetzt irgendwie ein Ponyland Playthrough machst, dann hat das sicher auch seine Interessengruppe, aber die hat vermutlich nichts mit den Leuten zu tun, die du abonniert hast. Oder eben auch bei diesen anderen Kommentatoren. Von dem her ist es schon noch schwierig. Und gerade der Wings of Redemption, für die nicht kennen, der Typ hat Ultra-Krise gehabt und gesagt, er will sich das Leben nehmen und er hat so den Anschiss und so. Und er ist absolut der Granny in der amerikanischen Call of Duty-Szene. Eben ja, ich finde, er ist noch ein gäbiger Sieg, häufig sehr emotional, aber wieso nicht gerade die Sachen beim Namen nennen? Naja. Sehr interessant halt eben. Und er hat es einfach auch gesagt, immer alles das Gleiche. Und er, der so sein Geld verdient, hat voll den Anschiss, weil er eigentlich fast gezwungen ist, Call of Duty zu zocken, weil das so den meisten Zuschauer gibt. Und ja, das sagt er schon ein bisschen. Und dort bin ich froh, habe ich viel grössere Freiheit. Ich habe überhaupt keinen Zwang, was ich muss machen, sondern kann dort natürlich auf euch Rücksicht nehmen und kann auch selber natürlich ein bisschen Einfluss nehmen, ein bisschen andere Sachen noch zeigen. Und dann passt das schon. Und was ich auch noch gesehen habe, ist, dass das Paar sich hier partnern.
Und ja, ich denke, die Vorteile, die sie aber nennen, die sind sicher noch gut mit den Thumbnails und so. Verdienen wird mir nicht viel. Aber ja, ich weiß eben nicht genau, wie gut das ist, jetzt irgendjemand durch unter Vertrag zu gehen und so. In der Schweiz ist ja das wirklich noch nicht richtig geregelt mit der Partnerschaft. Und von dem her, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich bin lieber unabhängig und unbeeinflusst. Und auch wenn man dort nicht gross beeinflusst wird, man verpflichtet sich halt näher zu etwas. Und ich bin lieber frei wie ein Vogel. He? Aber ja, Respekt an die jetzt ein bisschen professioneller auftreten können. Ich habe das eben noch gerne so ein bisschen, nicht underground, das auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht. Ich will da nicht voll das professionelle Ding aufziehen. Doch etwas erzählen, ein paar Gameplays zeigen. Und vor allem einfach auch ein bisschen Crown pushen. In dem Sinn, dass jetzt beim Black Ops 2 sicher auch wieder andere Member gezeigt werden, ein bisschen Videos kommentiert. Ja, vielleicht habt ihr ja noch einen Einfall. Das ist auch noch interessant. Ich mache mir hier Gedanken und überlege und vielleicht hat einer hier eine richtig gute Idee. Eben vielleicht gerade in Bezug mal etwas anderes. Ich will jetzt nicht die Idee mit dem Riot Shield irgendwie 1000 Gegner killen oder so im Black Ops 2. Ich meine, so extreme und auch schwierige Sachen zum Teil machen schon viele andere. Ja, ich weiß nicht. Wirklich irgendetwas noch so Frisches, ich weiß nicht, ich muss wieder zu den Amis überziehen und von denen erzählen. Aber der Woody, der Wings of Redemption und er zum Teil auch ein bisschen wechselnde Gäste, der FPS Russia, wo sich ja auch FPS Kyle nennt. Und eben er zum Teil noch so ein bisschen andere Gäste. Mache ich ja immer am Donnerstag Painkiller Already, das ist so ein 2-stündiger Podcast über eine Daumenlänge. Und ich finde zum Teil äußerst unterhaltsam, was sie dort für Crap-Texte haben, aber es ist auch sehr interessant und dann haben sie aber gerade aktuelle Themen auf und es geht dort nicht gross um Politik und was eigentlich im Sport oder so läuft, sondern fokussiert eigentlich aufs Call-Off und aufs Gamen, aber zum Teil auch ein bisschen Real-Life-Themen und so, das ist aber schon noch interessant. Und das wäre eigentlich auch noch etwas, was mich noch Lust zu machen. Aber es ist halt immer die Frage, wie viele Möglichkeiten hat man, wie viel Zeit will man investieren und auch wie viel Interesse ist vorhanden. Aber ja, es geht eigentlich darum, ein bisschen auszubauen oder ein bisschen das Teamwork zu stärken. Ich habe jetzt viel gesehen von den Crowns, die eben selber auf den Channels auch sehr aktiv sind. Und ich habe es ja das letzte Mal schon mal erwähnt. Aber es geht eigentlich eben darum, der Trianci, der Colosso, gut, der ist jetzt gerade im Ausland, Juschins, mit dem Rabnawi und aber auch der Swiss und der Screech auf der PS3. Screech hat so ein japanisches Game, wo man so irgendwelche Tiere spielt und so auf seinem Channel auch drauf. Habe ich sehr unterhaltsam gefunden. Ja. Könnt dort sicher irgendetwas machen, so in einer Art Zusammenarbeit und ich weiß nicht, ich lasse jetzt doch schon ein bisschen Teufel reinblicken, aber ich habe mir auch überlegt, wenn man so mal ein Tipps und Tricks Video macht und das halt jeder in dem Sinn vielleicht seine eigenen Tipps und Tricks probiert zu geben pro Map und dann kann man irgendwie so Crown-Analyse in dem Sinn machen und dann hat man einfach 3, 4, 5 Kommentatoren, die ihre eigenen Tipps und Tricks zu einer Map geben. Und klar, vieles wird gleich sein, ist ja auch logisch. Gewisse Sachen findet man aus und nutzt man dann. Aber da sieht man dann die Unterschiede. Oder wir tun einfach anmachen werden, was zeigt. Und der eine macht die Map, dieser macht die andere Map. So etwas in dem Sinn würde mich noch spannend dünken. Und ja, euch gegebenenfalls auch. Im Hintergrund habt ihr hier jetzt eher weniger spannend, aber auch ein bisschen Borderlands 2 Gameplay gesehen. Am Anfang habe ich irgendwelche Blumen und Pornoheftchen finden und irgendwie habe ich gar keinen Plan, wo das Zeug ist und mal gar nicht zu suchen. Und dann habe ich aber gewusst, dass ich da auch noch ein bisschen in der Arena zocken kann. Und ja, die haben mich vielleicht zum Teil gefragt, wieso dass ich nicht so viel gemacht habe. Aber der eine Gegner, der kann sich eben immer wieder mehr aufbläsen eigentlich und wird immer stärker. So ein Goliath. Und das ist noch lustig, weil der greift dann auch andere Gegner an. Und so entwickle ich selber noch relativ unterhaltsame Situationen. Darum noch schnell zum Borderlands 2. Ich finde es ein absolut geniales Game. Ich meine, es hat
Call of Duty-Steuerung, die überzeugend ist. Die Grafik haben sie im Detail sehr verbessert. Ich finde es unglaublich stimmungsvoll, auch mit den verschiedenen Settings und so, mit den verschiedenen Levels, Locations, die sie haben. Man kann unglaublich viel machen. Es hat übelst viele Waffen, die reden und Waffen, die deine Fähigkeiten verbessern. Also ja, wenn es sich nur ein bisschen interessiert, zieht nach rein. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Diablo und Call of Duty halt. Ja, ich melde mich wieder und wünsche euch eine gute Zeit. Schönen zusammen.